Liebe Erdekanner, ich will euch heute mal eine Geschichte erzählen. Mein ganzes Leben lang habe ich nicht auf den Herrgott aufgepasst. Ich bin nicht von daheim nicht an die Maske geschickt gehen, wir sind nicht an die Kirche gegangen. Ich hatte Religionsunterricht immer immens gern. Geschichten, die mir immens gut gefallen. Von Kastet, den er aus der Bibel erzählt hat. Ich habe aber weiter nicht verstanden. Und ich habe noch an meiner ganzen Jahren dann auch du noch nicht mehr drüber nachgedacht. Aber es hat über 3,5 Jahre habe ich den Herrgott gefunden. Und das war noch schön und dafür will ich euch daran teilhaben lassen. Und vielleicht kann ich euch ein bisschen überlegen. Weißt du, wenn du noch so drüber nachdenkst, dann sieht er, dass er immer für euch da ist. Auch von dir nicht hin denkt, auch von anderen nicht holt, auch von der Jesus nicht an ihrem Herz hat. Von der ihm das Leben nicht an die Hand geht, an ihrer freien Wille nicht aufgeht. Er war immer da. Ich hatte viele Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich hatte viele Probleme daheim mit meinen Eltern. Es kommen immer an den schrecklichsten Zeiten und Momenten eine Person in meinem Leben, die da war. So wie ein Engel. Aber Menschengestalt. Die den Moment für mich da waren, die mich abgeholt haben, die mich gerettet haben, die mir den richtigen Ratschlag gegeben haben. Die einfach da waren. Ja, aber wie gesagt, da kam Corona. Und wir waren alle an der Esoterik, ich auch. Und ich meine alle, das wäre spirituell und wir sind im Universum schwatzen und sich Sachen vorstellen und da gingen sie geschehen. Und das war wirklich dem Teufel an die Karte gespielt. Aber wenn du da bei den Herrgott kommt, dann dir liest wirklich die Bibel und die informiert dich und die lauscht andere Leute noch. Nicht ein Pastor, nicht der katholische Kirche, ich schwätze nicht von Religionen. Ich schwätze wirklich von einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Ihr könnt alle Moment mit ihm schwätzen, er ist immer da. Er ist auch immer bei euch. Wenn ihr lost. Ich schwätze doch mit dir, wenn ihr lost. Die nennen das Intuition. Ja, wenn es sich nicht gut aufhielt, ja, da seht ihr nicht, nee, das ist keine gute Idee. Aber der hat den freien Willen. Und der lässt ihn nicht. Und er wird euch auch nie aufhalten, er wird euch nie an die Kirche kommen. Ne? Also, voilà, die müsst ihr schon sichern. Und ihr müsst seinen Weg gehen, für gerettet zu gehen. Und ich kann nicht sagen. Ich habe an der letzten eine Zeit mit Menschen, die komplett auf der anderen Seite stehen, die komplett an der Deichstadt leben, die das auch mega geil fanden. Und ja, was mir Deichstadt was besser. Findest du so, was mir schwarz, was lieber. Mit schwarz manchmal so nicht passisch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie den Herrgott bei mir ist im Moment. Und was mir Zeichen geschehen. Und ich wundere noch mal anderen. Also, ganz ehrlich, wenn du weißt, wie wunderschön das wir. Und wie herrlich, da ging dann nicht drüber lachen. Und ihr ging dich mal Gedanken drüber machen. Und ihr ging dich Gedanken machen, über wie es weitergeht. Und für allem, was nur Tod könnt. Das könnt nämlich nicht leicht. Das könnt entweder gut oder schlecht. Das hängt davon ab, wie ihr wieder so wollt. Und der Weg von Jesus ist nicht der Breite, ne? Das ist nicht der breite Weg, das ist der schmale Weg. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich nicht und es lohnt sich nach mehr drüber. Aber nicht lohnt es sich schon. Und denkt, wenn ich lief drüber nach. Und schon ganz klar gesagt, Erde kann er. Weil der sieht recht, Gottes kann er. Wenn der Himmel das Leben an die Hand geht. Wenn der Himmel ihre freie Willen erstellt. Weil wie so unserem Vater unser, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ja, vielleicht meine ich noch ein paar Videos, weil es ist mir da noch, ist einfach klar zu machen, das ist nicht allmutig, das ist nicht dumm, das ist nicht, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, meistens ist ausgelacht, was der heute das von Jesus wird. Das war mal ein ja ganz normal. Und das soll auch normal gehen, weil das ist nämlich unser Schöpfer. Guckt, wie perfekt die Natur ist. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und das bis alles begriffen hat. Und weil dann der mir so vor sich geht und für was er verschiedene Sachen hat. Und der muss den Hinweis finden. Und er ist nicht weit. Er ist wirklich nicht weit. Biet. Schwätzt mit Jesus, schwätzt mit dem Herrgott.
Den Heilige Geist kann dir helfen. Und das ist kein Witz und das ist auch nicht witzig. Das ist absolut nicht witzig. Das ist Tod echt. Tod echt. Ich schicke euch Gottes Segen an einen schönen Tag und vielleicht bis geschwind. Und ich hoffe, dir seid auch geschwind, gehört dir zu den Gotteskannen.